Der Michi und seine Alte drucksen lang umeinander, aber schließlich kaufen sie das Haus da nicht und wollen stattdessen im Wirtshaus eine alte Kammer wieder herrichten und an Gregor eine Miete zahlen. Für den Pfarrer, der Margot und sein preußischer Reuter auf einen Papagei aufschauen und bringen dem heilige Austrick bei. Aber samt den heißt er einen Pfarrer nachher einen Pfaffen und dem gefällt das. An Hubert und seiner Alten bringt Kathi einen bayerischen Tanz bei und er geht danach als Spielcasino und gewinnt 9000 Euro. Von seiner Alten kriegt er aber Anstand, weil er so hoch gespielt hat. Mit dem Geld handelt er mit brenzligen Aktien und gewinnt nur einmal 15.000 Euro. 300 davon schenkt er an Philipp und der zockt nachher selben und verspielt dabei 4.000 Euro, alles, was er sich da spart hat. Die schenkt ihm aber nachher der Hubert wieder von seinem eigenen Gewinn, damit seine Alte eine Ruhe gibt. Rosi möchte scheißen, aber es geht nichts weiter. Erst wie es nachher der Margot seine verschimmigen Kürbiskerneln isst, wird die Geschichte gehört. Derer sein preußischer Reuter spielt mit ihrer so was Ähnliches wie Monopoly. Und da führt er sie meistens auf, als wäre er Rucher der Teufel. Aber nicht mit ihrer, weil er es nämlich wirklich gern hat. Danach isst er der Tina seine Weihnachtsplatzeln zusammen und möchte ihr eine neue kaufen. Aber die Leni hat das letzte Packel schon an Pfarrer verkauft und dem kauft er es nachher an. Die kriegt nachher Margot im Finger und macht einen Kuchen damit. Aber der Tina schmeckt er gut. Der Gregor penst in einer Tour, dass er sein Burm zu wenig zum Singen kriegt und wird alle zintiger gegen Sevi. Und der Schandi steckt ihm, dass der in Wirklichkeit ein schwerer Verbrecher ist. Drum sucht er nachher im Netz und findet außer, dass der Sevi ein brutaler Mörder ist, der wo sein eigener Schwager mit einem Maßkrug erschlagen hat.